Gut, mijn vrienden waren hier in die Märkte zijn, en dit is een tweede avond. En dat die gekomen zijn, is een bewijs dafür, dat die ondersteunen en dat die jullie dafür interesseren. En ook besonders dat die met kunnen gebedshang dit ganze drehen houden. We zijn dat zeer neidig en afhängig. Ik ben het afhängig. En ik wil me besonders iedereen persoonlijk bedanken. Ik wil hier een paar versen am Anfang aus dem Gruß lesen, uit Galaterbrief, die eerste Kapitel, Verse 3 bis 5. Du sagst, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, um uns von dieser gegenwärtigen, bösen Welt zu erretten, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So, wir haben von der vielleicht ein schwieriges Thema. Vielleicht ist das nicht so ein interessantes Thema für einige, weil ich will von der viel über den Sinn reden. Und das Thema, wo ich aber Einladung gesehen habe, wo es geht um Leute, die die Sünde nicht gelassen. Und wir haben, glaube ich, dort alle erfahren in unserem Leben, dass damit einmal uns kommt der Sinn an, und der Sinn ist da, und wir feilen die Versägungen, und wir haben irgendwie nicht den Mut, nicht zu sein. Und das ist sehr schade. Das ist sehr schade. Und viele Menschen, die leben von der vielleicht in großen Schwierigkeiten. Und ich glaube, manchmal ist es so, dass keiner von Menschen du vielleicht umweit. Sie sind in große Probleme und sie kommen nicht los. Sie sehnen sich nur diese Stunde, wo sie würden können erlöst worden von dieser Qual, von diesen Sünden los. Und willst die Kinder hier bei sein? Ich dachte, ich würde eine kurze Geschichte für die Kinder von der vertellen, dass wir vielleicht ein bisschen eine Einleitung, wo uns darauf hinweisen wird. Du wie ein kleiner Junge, der heißt George, und wie ein Schuljung, und nur einen Tag, dann hat der Lehrer aus ein Hafer, aus ein Arbeitsbuch, hat eine Abgabe mit einem Haus gekriegt, und du musst verschiedene Nummern auswendig lernen, in verschiedene lange, schwierige Nummern sein zu lesen. Und ein von diesen Nummern, das ist ein Numen von einem Boy in Mexiko, sagt dort, und dort, der heißt Popocatépetl. Popocatépetl. Das ist ein bisschen schwieriger Numen, wo so ein kleines Kind dann manchmal Schwierigkeiten haben mit das nur sein, nicht so. Und das kleine Junge, der äußert sich da eben und fängt an zu grunzen, zu kritisieren, und der Papa, der wieder besiegt, und der hier dort. Und dann mit einmal sagt der Papa zu den Jungen, das gibt noch viele Viren, die sind ganz kalt und die sind sehr schwierig zu sein. Und dann sagt er, ein von den Viren, wo das so schwierig zu sein ist, das hat bloß 4 Buchstaben. Und das ist das Wort Nein. Also, nee. Und das Junge, der glaubt das nicht, und dann beweist er den Führer dort, indem er das Wort durch viele Mal hängen am Ende sein, dat nee. Und dann sagt er den Führer, das ist ganz einfach, das Wort zu sein. Und dann sagt der Führer, du sind über Momente in unserem Leben, und das wird er auch beleben, wo er das Wort morgen, dass das schwierig wird, das Wort zu sein. Und dann wird es so, bald ab, dass wir, glaube ich, in der kalten Gegend, bald ab, dann werden die Kinder in der Schule, und dann haben die Klasse Jungs sich dort bereit, dass wenn die Schule gestärkt wird, dann wollen sie am Eis spielen. Das wird die erste kalte Nacht, wo das gewas wird im Winter, und wir am Winter zwar eine Schicht Eisbuben, aber wer das kann, der kann das nicht, aber wer das kann, dann ist es gefährlich, wenn das Eis den ersten Tag noch mal angefroren ist.
Und das Jung, der kann dort von Tüß, hat er immer eine sehr klare Warnung gekriegt von den Eltern, dort er hat niemals die Freiheit, eure 2 kalte Nacht hem unter gewas werden, am Easter Spiel. Dort mussten immer 2 kalte Nachten hem unter gewas sein. Euer dürfen das nicht. Und über diese Schulklasse, diese Jungs, die werden bosig und janken dort und dann fangen sie an, sich zu bereden, wer will am Eis spielen. Und dann fangen einige Jungs an zu spielen und zu rutschen und merken sich lastig und haben ihr Vergnügen dort am Eis. Und das kleine George, das stand für eine Entscheidung. Am Janker dort auch so sei. Aber er wusste dort von Tüß her, wie dort nicht erlaubt, seine Eltern haben an der Emma waren gesagt, nicht am Eis noch. Er hat eine dickere Schicht, er hat ein paar kalte Nachten gewaschen. Und er wusste dort, das wird nicht bloß noch mal eine Nacht. Und dann rannen die Jungs und dann fangen sie sich schließlich an, aber am lustigsten merken. Und sehen der andere, hey, wie so ein Angsthus, er hat für alles Angst und hey, wie noch mal so ein kleiner, er wirft sich nicht und so wieder. Und dort kann er bloß einfach nicht anhören. Damit einmal, dann entschloss er sich, ich will auch am Eis spielen. Dann spielten sie, und die spielten und rannten und merkten sich lustig. Mit dem hastig, dann schrien sie ab, und dann fallen die 3 Jungs im Wasser rein. Dann brücht die Eisschicht durch, dann fallen 3 Jungs drin. Und dann strungen die sich dann an, wer das dann mitkriegt, wo sich diese Jungs durch seinen Rüte kriegen. Schließlich, sie kriegen die Rüteier, die verdrunken werden. Aber am wir so sehr kalt, haben wir meist kriegt durchgefroren, er konnte nicht mehr reden. Und dann wird am Haus geführt, nur seine Eltern, die wussten, was angegangen wird. Dann zu Uwes, dann frug seine Papa, diesen kleinen Jungen, wo soll er das getan haben? Er wusste dort, dass er das nicht soll. Und dann sieht das Junge, die andere Jungs, die hatten auch alle. Und die haben am gelacht und die haben am gesagt, dass er hat für alles Angst und er wirkt sich nicht und er wird noch mal so ein kleiner, wenn er sich nicht wirkt, nicht so. Und dann hat er nicht konnte nie sein. Und dann war das Jung dort an, damit einmal dann erst dort wird nie ein sehr schwieriges Wort, nicht so. Und ich dachte bei mir so, vielleicht wird es eine ganz passende Geschichte, wenn man an die Sünde denken darf. Weißt du, was ich von der denken darf? Du sind von der sehr, sehr viele Menschen, die haben irgendwie nicht den Mut, nicht zu sein. Wenn der Sinn ankommt, und wenn der Sinn dort ist ein Wesen, wir wollen den niemals, wir wollen erlösen von dieser Welt, kann wir niemals sein, dort die nicht mehr wird da sein. Wir müssen immer weiter wirken in unserem Leben. Die Schrift hat uns auch als Kinder Gottes ernstlich warnen. Wir sollen uns nicht den Sinn gelasten lassen. Wir sollen nicht unsere Hänge oder unsere Augen brücken, um den Sinn zu tun oder zu tun. Der Herr Jesus, er hat sogar gesagt, dort wenn die rechtet ihr die verursachen der zum Sündigen, dann sollst du lieber riet. Riet lieber den Öl uit, und am besten mit ein Öl, jetzt in der Dritt Gottes nennen, das ist viel besser, als was die beiden Ölen hast, in dem ewigen Feuer geschmeten wird schwor. Oder wenn die eine Hand, die verursachen der zum Sündigen, dann hakt der auf. Weil die Kinder so haben wie die Bibel voll von Warnungen, wo der Heilige Schrift uns auch als Kinder Gottes warnen, der du für wir sollen nicht in den Sinn nennen gehen. Und viele, die leben in den Sinn, dort ist traurig, aber wird je noch trauriger als dort in der Sünde zu sterben. Dort ist sehr, sehr traurig. Und ich weiß dort so viele Menschen von der, die sind duben, die sind gefesselt, die sind gebunden und sie können du bloß irgendwie gleich los. Und ich will Ende von dieser Predigt will ich auch unbedingt noch von der Erlösung von der Sinn reden, weil
Wenn wir würden den ganzen Abend eher bis von der Sinn reden, was der Sinn alles tät, was der getan hat, was der Menschen hat, im Verdorben gebracht und so weiter. Dann würde vielleicht einer sagen, na jo, nu weiß ich dort, wer der Sinn ist, nu weiß ich dort vielleicht ein Sünder sein und so weiter. Aber wo kann ich erlöst werden, nicht so? Das ist einmal mein Ziel. Also die Sünde, das ist eigentlich eine tägliche Pläu, wo wir immer umgeben sind. Wir sind immer umgeben von der Sünde. Wenn wir in 1. Mose, die 1. Mose, Kapitel 4, Verse 7 lesen. Ich will von dir, dass meine plattdeutsche Bibel mitbringen, aber ich habe dem dann noch was davon verjäten. Du sagst, das ist es nicht so, wenn du recht handelst, erhebt er sich. Handelst du aber nicht recht, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. So hier sagt die Schrift ganz von fern in der Bibel, und wird die Wort der traurigste Tag eigentlich, vielleicht in der ganzen Geschichte von den Menschen, wie der Tag, wo unsere Voreltern Adam und Eva in Sünde fallen. Und du weißt, dass Adam und Eva in Sünde gefallen sind, du weißt, als dort der Tod durchgedrungen zu allen Menschen, weil sie alle gesündigt haben, sagt es in Römer Kapitel 4, Vers 12. So die Sünde, der ist zu allen Menschen durchgedrungen. Und hier sagt dort, die Sünde, die lügt vor dir. Das ist ein bisschen so, als du gibst dir einmal eine kleine Chance, dann wird er das wahrnehmen. Dann wird er nicht kommen. Und du weißt nicht, wie werden. Der Herr Jesus hat seine Jünger und der hat auch immer weiter gesagt, wir sollen werten im Leben. Wir müssen dort weiten. Uns muss das bewusst sein, dass der Widersacher keine Pause hat. Der hat keine Ferien. Der ist immer am Her. Und das ist ein Düsenkanzler. Er ist einer, wo die in mir gründlich utstudieren wird. Wo wir dort haben, wo wir sind, wo wir schwach sind, wo er in unserem Leben nennen kann. Und wenn ein Mensch nun nicht wirken wird, für die Idee, sei mal für im Hort, damit einmal, dann kommt der Nennen, ob man das will oder nicht. Und wir sehen von der so viel, und so viel Elend, so viel Mord, so viel Blut wird jeder Tag vergoten. Menschen, Kinder, unschuldige Menschen, ältere Menschen, die leiden darunter. Oh, wir hören das vielleicht bei uns bloß eben nur recht, dass du es irgendwo kriegst. Dann vielleicht kriegen wir noch eine Soul zu hören, von wie vielen Menschen du sind zu Tod gekommen. Aber wir wissen gar nicht, was das mit sich bringt. Wir wissen gar nicht, was das bedeutet, im Krieg zu leben. Tausende und Tausende Menschen, die lassen alles liegen in die Wohnungen und mit Lade hängen. Sein ab irgendwer sich was erbarmen über in annehmen, so dass sie worden können um Leben bleiben. Aber dort hat alles den Sinn mit sich gebracht. Der Mord, die Kriege, das Blutvergehen. Wie viele Thronen wurden du von der jeder Tag von Menschen geheilt, wo sie in Sünden gegangen sind, wo die Sinn kaputt gemerkt haben, wo die Menschen sind gefallen, wo vielleicht Ehes zwei gebrochen sind. Und ich weiß das von der, wann wir wissen, wann wir vielmal, wann wir unten, was das wir mit sich bringen, wenn ich mich für die Sünde entschieden, dann würden wir uns mehr warnen lassen. Und ich weiß, dass was Lothar passieren, dort eben auch Kinder Gottes Predigers beschuldigen wollen für dort, was sie endlich da gewarnt haben. Und von dem zu Uwes geht mir dort ein Warnen. Dort wir uns wollen warnen lassen und nicht lassen uns von der Sinn verleiten. Wenn wir David sein Leben ein bisschen kennen, er ist
er ist auch viel durchgegangen. Er ist auch gefallen. Und wir lesen von seinen Psalmen, wann er geschrieben hat, was er gelesen hat, was er dort mit sich gebracht hat, wo er angekommen ist. Mit je nicht sogar, die Sünde bestreikt sich weit wieder als irgendwer von uns überhaupt undet. Ich glaube nicht immer, ich will nicht sagen immer, aber solche Fährten haben Menschen ihre physische, körperliche Probleme, die haben einen Hintergrund. Nun will ich aber nicht sagen immer, weil es nicht immer kann wie sein, hat Krankheiten mit Sünde zu tun. Aber David redet von in seinem Leben. Er sagt, Unsinn in Arm, heißt nicht, das ist kein gesündet mehr und Arm. Sein Körper ist verfolgt und so weiter. So, wenn wir hier in diesen einen Psalm lesen, das ist nicht von David geschrieben, den auf Asaf geschrieben, aber er sagt hier im Psalm 73, wenn die keine Bibel mit haben, dort will ich mitlesen, weil das ist fein, wenn die den Prediger vertrauen, was die fern ist, aber das ist noch besser, wenn die das prüfen tun. Ob das auch stimmt, dass das verbringt. Psalm 73, du sagst, das ist das, der sagt der Schreiber, ich aber werde fast gestrauchelt. Also, er meint hier, ich werde meistens auch gefallen in eine Sünde nennen, woran mit meinen Füßen mein Tritt wäre beinahe abgeglitten. Denn ich ärgerte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Er hat sich über geäuert, als er gesehen hat, wo die gottlose Menschen leben. Entgegen der Schein, sie deuten alles, was entjankert, soll in sich jeder Janker, jeder Mensch leiten sie sich gelassen, in deuten einfach so gut, als dort jankert. Und dort hat er gesehen. Dann sagt er wieder, denn sie sind in keiner Todesgefahr. Gesund und wohlgenährt ist ihr Leib. Sie erleiden kein Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Wenn wir hier dann ein paar Vers lesen, dann Vers 12 wieder, du sagst, das sind die Gottlosen. Sie sind glücklich in der Welt und werden reich. Soll es denn umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt? Also am kommt einmal diese Frau an. Die Gottlose hat so schein. Und ich war gepflegt, ich war verfolgt. Mich tun sie vielleicht um Leben und so wieder, weil ich will unsträflich, das meint unschuldig, gerecht leben. Nun fragt er sich mit einmal, ist das umsonst? Und ich weiß, das Ferken ist so, dass ja Eltern, die würden ihre Kinder sehr warnen, sehr aufholen, beschützen und nicht nur irgendwo mit gottloser Gesellschaft mitleben und so weiter. Und dann haben Kinder oder seine Unwissende manchmal sind gefallen, no, wie kann Kinder? Andere Leute ihre Kinder, die können dort sich dann immer scheingehen lassen. Die können dort, was sie wollen, und wie kann Kinder? Dann fragt der Schreiber sich, ich lese so Sachen, er sagt auch mit einmal, soll das nicht umsonst gewesen sein, dort ich unsträflich gelebt habe? Dann sagte er, ich bin täglich geplagt und meine Strafe ist alle Morgen da. Ich hatte auch fast so geredet wie sie. Aber siehe, damit hatte ich alle deine Kinder verleugnet, die je gewesen sind. Ich dachte darüber nach, damit ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwierig. So, er hat sich da gründlich angeschaut. Er sagt, ich habe meistens auch so geredet, aus der Gottlose. Ich werde versucht, mir janker dort auch, weil ich sage mit einmal nicht mehr in Sinn durchhängen, wo dort halb unsträflich zu leben. Unschuldig. Gerecht zu leben. Und dann sagt er, er hat sich Gedanken darüber gemacht. Und dann wird es zu schwierig zu verstehen. But hey, in dem Vers 17, guck mal, du sagst, hey, bis ich ins Heiligtum Gottes ging und ihr Ende bemerkte. Guck mal, das ist der Punkt, wo wir mal so uns Gedanken übermerken.
Wann wird das vielleicht auch sein, du sind so eine Menschen, die jeder scheint, die leben so und dort jankert und so weiter. In uns jankert das auch. Aber lut die du mal lernen, lut die mal in so eine Menschen eng lernen. Lut die du mal lernen, wo dort handgeht mit ihnen, wo ihre Reise handgeht, wo sie in diesem Leben aufschlüten da, was nur das Leben ist. Dann wollen sie für alles betont, sie wollen für alles bestraft worden. So dann sagt der Gott, hey, du nennst und sagt, damit einmal, dann wird ihm das deutlich. Weil damit einmal, dann kommt der Mensch bei dem Entschluss, okay, ich will mich treuen. Weil die Sünde, ich sehe all, der ist ram an der, und wenn wir im Hebräer Kapitel 12, Vers 1 lesen, du sagst, das steht, Hebräer 12, Vers 1, darum lasst auch uns, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, alle Last und die Sünde ablegen, die uns immer umringt. Ich habe die Sünde, die wird uns immer umringen. Das meint es rein immer rum uns. Du wirst braucht ein ständiges Werken, ein ständiges Beten, ein ständigen Ehrens. Dort wir einfach wacker sein und uns nicht verleiten lassen von der Sünde. Weil die Sünde, das ist so, dass jemand mal sagt, das ist so eine Kreditkarte. Eine Kreditkarte, wer die kennt, der weiß, was das ist. Von der kostet Brocken, diesen Monat kostet Lebens die Leben was. Kostet die Zeiten, was immer du weißt. Alle Jankers, was du weißt, die kostet down. Aber Luther kostet betul. Luther was betul. Kriegt so ist es mit der Sünde. Die Sünde, die wird verrechnet, die muss verrechnet werden. Im Prediger Salomo, du hast hier einen Vers in 11. Kapitel, wenn du mal lesen, im Prediger Salomo Kapitel 11, Vers 9, du sagst, so freue dich, junger Mann, in deiner Jugend und lass dein Herz in deiner Jugend gute Dinge sein. Tu, was dein Herz begehrt und was deinen Augen gefällt. Aber wisse, überdenk daran, dass Gott die für all dort wird gerecht tragen. Also da wird die jankert, da wird die Augen gefällt, wird immer in dein Leben janken wird, da dort. Aber denk daran, der Herr wird uns von all dort gerecht tragen. Also die Sünde, ich kann einmal sagen, euer wie you sein, zu der Sinn. Und euer wie uns für die Sinn entscheiden, dann soll wie du an denken. Nummer 1, die Sünde wird die viel tiefer leiden, als wo die Hass jemals will angehen. Das ist die Schaffende. Das führt den Mensch wieder, als was er will gehen, und er wird den Mensch auch viel länger in diese Sinn holen, als was der Mensch will beim Leben. Und auch du bist, wird in derselben Zeit, wenn der Mensch die Sinn hat, so du mal gesagt wird, das ist so eine Kehr, wo der Satan jedes Mal, wenn der Mensch die Sünde hat, und also das den schmitte Einstrang, Meier um den Mensch, und schlenkt den, und bängt den, immer faster, und versaubelt den, bei den Menschen schließlich bei den Eindruck kommt, er kommt durch mehr rüt. Also der Sinn wird die wieder nennen leiden, als was du wirst, der Sinn wird die du länger bein holen, und du wirst auch viel mehr schwierige, schlimme Folgen sein machen, in erfahren machen, als was wir jemals gewollt haben. Aber du sind von der, bis ein Beispiel, du sind von der viele Menschen, die haben ihr körperliches Leben ähnlich kaputt gemacht. Die haben so grausam gesündigt und haben sich vielleicht in verschiedenen Alkohol oder Drugs oder noch andere Geschichten sind sie gewesen, haben gelebt, so sind sie gejankert haben. Niemand einmal nur eine Zeit bekehren sie sich und haben sich zu sein gekriegt, aber die Gesundheit erst dahin. Und das ist bis eine von den Folgen, was wir viele Mal sein da. Also, und wann wir wissen, und wann wir eine Ahnung davon haben, und das will ich Ihnen sagen,
nehmt dort zu Horten. Wenn die wissen, wie viel Leiden, wie viel Tränen, wie viel Schmerz, wie viel Tranungen, wie viel Kummer, wie viel Not und Tod die Sünde verursacht hat. Vielleicht even in dein Leben. Oder vielleicht even in deine Familie. Oder vielleicht even in deine Nachbarschaft. Menschen, wo du kannst. Wenn die deine Augen aufmerkst, dann sei wie wahrhafte Sünde und der Mensch alles getan. Wo es das möglich, dass der Haft kommt. Und ich weiß, dass von dir sind so viele Ehes, die sind kaputt. Die Ehes, die sind in ein, die Kinder, die schrien mit Angst. Sie wollten nicht wohin. Mama verlässt Papa, oder Papa verlässt Mama. Und die Kinder, die sind durch Verbrechen. Sie wollten nicht. Die sind mit einem verrätenet, verschleiernet Hort. Sie sind nicht für Papa, sie sind nicht für Mama, du sind dazwischen. Wenn je dann leben Kind, dann was ein Kind so ab in so einem verbrecherten Zustand, und dann Luther dann lebt ein Mensch dasselbe Leben wieder. Wenn je, ich weiß, das fährt ein Mann oder eine Frau, wenn sie gewusst haben, was dort wohl mit sich bringt, euer sie dem Entschluss getroffen haben für die Sünde. Sie würden sich handeln wollen. Sie würden diesen Schritt nicht gegangen haben. Sie würden han irgendwie den Mut gerufen, um nicht zu sein für diese Ungerechtigkeit, für diese Sünde. Also das Leben in der Sinn ist all traurig, das Sterben in der Sinn ist noch viel, viel trauriger. Wenn wir uns diese Frau mal stellen, dann was ist eigentlich der Sinn? Von der würden vielleicht viele sagen, wenn sie von Sünde reden, dann würden sie bloß an einen Schwurverbrecher denken, vielleicht wie Mord oder ein Diebstahl oder irgendwo Ehebruch oder Hurerie oder alles begonnen hat. Da würden sie sagen, dort ist Sünde nicht so. Aber in Wirklichkeit, Sünde ist mehr als bloß dort. Sünde ist ähnlich all, wo wir Gottes Maßstab oder sein heiliger Wille oder seine Vollkommenheit nicht erregt haben. Ich meine, vielleicht denkt einer oder andere dann so, na dann, ich erregt jeder Tag nicht Gottes Vollkommenheit. Weil ich glaube immer, dass es nicht mehr reicht, wenn ein Mensch, auch wenn er ein Kind Gottes ist, wenn er seine Tekortkommenheiten, wenn er seine Fehler und sogar seine Sünde ansieht. Weil je mehr ein Mensch dort ansieht, dort er Tekort kommt, je mehr wird er der Offenheit von Jesus folgen. Und je doller wird er Jesus Christus aus sein Radar und aus sein täglicher Herr und Heiland brücken. Also Sinn ist ähnlich mehr als bis vielleicht all das Grove, was wir dann mehr mal sagen dürfen vom Büten des Hostig. Sinn ist Rebellion gegen Gott, das fängt wir sehr klar. Sinn ist das Gesetz Gottes brechen. Sinn ist auch moralische Unreinheit. Sünde ist auch Ungerechtigkeit. Sinn ist die Werke des Fleisches zu tun, so soll in Galater 5 sagen, das. Oder Unglaube ist auch Sünde. Unglaube. Wo viele Menschen würden in Unglauben nicht unter eine Sünde haben. Wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, ich lebe nicht im Glauben, dann ist er immer zweifelig. Weil, dann sage ich, dann muss ein Mensch auch Buße tun über den Unglauben. Weil Unglauben ist auch Sünde. Schlechte Gedanken sind Sünde. Stolz und Egoismus, das ist auch Sünde. In Hesekiel habe ich einen Vers, wenn die Bibel haben, lest das wirklich in den 16. Kapitel, Verse 49, in Hesekiel.
Ich wollte den Vers du mal im Plattdeutsch lesen. Dann werden wir mal hören, was das du sagen da. Was glaub ich, wenn wir an Sodom und Gomorra denken, wenn wir an die Sünde von Sodom und Gomorra denken, und was denken wir dann? Ich glaube, jeder einer, den kämpft kurz dort im Sinn, oh, der große Amoral, Knabenschänderei, verschiedene grobe, schreckliche Dinge werden durch. Ich glaube, kurz denkt wie du an. Aber was sagt die Bibel hier? Dort sagt in Hesekiel 16, Vers 49, denkt daran, die Schuld von Sodom wir dort sie stolz werden und von alles genug haben, sie lebt sich einen guten Tag an, wie in keine Gefahr, und es steht dort sie die Arme, und der wird der halb fehlt, mithalten. Schau mal, das sagt die Bibel, dort wie die Sünde Sodom. Dort redet hier, ich will nun nicht sagen, dort wird wie von der Schrift her kann, was du passieren wird. Die große Amoral und so weiter, dort wird nicht Gerechtigkeit, dort wird auch Sünde. Aber hier sagt dort, die Schuld von Sodom wird dort sie stolz werden, von alles genug haben, sie leben sich einen guten Tag und wir in keine Gefahr. Und es steht dort, sie die Arme und der wird der halb fehlt, mithalten. Wo viele Menschen von dir, die würden kein schlechtes Gewissen haben in ihrem Leben, wenn sie diese Dinge tun. In der Schrift sagt dort, wie die Schuld von Sodom. Weil die Sünde, das ist eine ganz, ganz große Betrügerei. Kann die, was das meint im Betrug, oder unschmieren, weiß nicht, ich kann nicht in Englisch das Wort dafür, aber wenn ein Mensch ungeschmiert wird, wer gleich ungeschmiert wird? Aber ich gleich das nicht. Und ich glaube das gleich keiner von uns. Wenn wir noch mal einmal hastig mit einem Menschen, wo wir zu tun gehabt haben, mit einmal wo wir an, der hat uns bloß mal gründlich sei ein ewig geholt. Bloß mal gerasslich sei Fehler. Dort niemals so aus, was ich mir sehe. Ich habe vielleicht die getoolt für das. Nu wird das an, dort ist ein verbrücktes Ding. Das ist ein Beispiel. Was tun wir mit so einem Mensch? Oder was holen wir von so einem Mensch? Oh, da würden viele sagen, mit dem habe ich never mehr was zu tun. Von dem Mensch habe ich genug. Ich will mich niemals mehr mit dem irgendwo im Handel geben. Ich habe keine Zeit mehr für den. Und ich will Ihnen fragen, glaubt ihr, oder glaubt wie, dass ein Mensch, der geradste Unschmiere auf dieser Welt, glaubt ihr, der ist dem Teufel mäßig? Glaubt ihr das? So ja lang nicht. Und guck mal, wenn wir immer waren vom Teufel ungeschmiert wurden, das ist so, heute sagt, das wird dir alles geben. Kannst du das auch Jesus versehen wollen? Ich will dir das alles geben. Wenn du mir böse wirst, umbeten, dann wird dir das alles geben, weil das alles meint, sagt er. Glaubt ihr das stimmt? Guck mal, der Widersacher, wenn wir hier im Hebräer, wollen wir mal in Hebräer ein paar Verse lesen, im Hebräer Kapitel 3, Vers 12 und 13, du sagst, es steht, seht zu, Brüder, dass nicht jemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz hat, das vom lebendigen Gott abfällt, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, damit niemand von euch durch den Betrug der Sünde verstockt wird. Hier redet von durch den Betrug der Sünde. Also, wo die Sünde den Mensch betrügen? Und weißt du, was du ihn nahest, das so, lud die Sünde nicht gelassen. Weil die jaft die sowieso nicht dort, wo die verjaft. Die jaft die sowieso nicht dort. Lud die nicht gelassen.
Ein weiterer Vers, wenn wir an Betrug denken, wir haben einen Vers in 2. Timotheus 2, Vers 26. Du sagst, dass das etwa Vers 26 sagt, und wieder nüchtern zu werden aus der Schlinge des Teufels, von dem sie für seine Absichten gefangen wurden. Also das ist mein Wunsch, dass wir von der Sünde erlöst worden wollen, von wo sie gefangen sind, um für den Teufel seine Absichten oder für seine Wünsche nur zu führen. En runtergehen. Want je wel een klein beetje ans te nennen van wo de Sünde Mensch einmal betrügen deed. Vielleicht bist du einer, die will sagen, okay, ich kann mich erinnern, ich bin auch betrogen worden. Ich kann mich gleich erinnern. Einmal ist es so, die Sünde, wenn die ankommt, dann bittet den Mensch Freiheit an. Die sagt, du hast Freiheit zu tun. Und in Wirklichkeit, dort jeden Teil von Freiheit, was ist dort? Dat is versklaving. Versklaving, dat is wanneer ik een en wat vast zijn, gebonden zijn, ik kon er niet meer losvan. Die heeft die keine vrijheid. Dat is een versklaving. Dat zegt, de Missetat der Gottlosen, de Missetat des Gottlosen wird ihm fangen und wird mit dem Strick seiner Sünde gehalten werden. So sagt in Sprüche Kapitel 4, Vers 22. Also die Missetat der Gottlosen, die wird dem fangen. Also in es steht, dass wir Freiheit haben, dann wird uns gerieten. Von der gibt es viele Menschen, in den nennen sich zwar Christen, aber sie haben Freiheit. Sie sind frei, sie sind nicht mehr gebunden, sie leben so in der Jankert. Endlich sind sie Sklaven von ihr eigenen Eck. Weil ihr eigenes Eck ist dort, wo ihr Leben bestimmt, was sie tun oder nicht tun soll. Dann sagen sie sind frei. Kijk mal, sie sagen, ich habe Freiheit. Ich kann mich so antragen, als ich will. Ich kann mich so leben, als ich will, weil ich habe die Freiheit. In all der Sünde, vielleicht wird dann wurden noch Ordnungen haben sie wieder, das ist Gesetz. Ja, das ist Gesetz. Du hast sie nichts mehr zu tun. Christus hat mich frei gemacht. Also Christus hat mich frei gemacht, sagen sie, und dann leben sie, so wenn sie freie Menschen sind, und in Wirklichkeit sind sie Sklaven und ihr eigenes Eck und ihr eigenes Fleisch mit all ihr Verlangen. Das andere, wo die Sünde den Mensch betrügt, dort ist, sie kämpft dann bitte die Leben an. Also, du dit, dann wirst du leben. Du dort. Dann wird dir das Leben schein gehen. Was bringt der Sinn? Der Sinn in dem steht Leben, bringt dir den Tod mit sich. Das sagt in Römer 23 sehr klar. Der Lohn, den der Sinn tut, ist der Tod. So, er bringt dir kein Leben. Wahre betrogen. Ich dachte, ich will leben. Ich dachte, mir würde schein gehen. Nu senkt, nu ist er bloß die sinnhafte Tobie, dass ich geistlich gestorben bin. Weil das ist auch so, die Sünde ist eine Schädewohnt, wo den Menschen von Gott trennen wird. Das ist immer der Tod. Gott sagt zu Adam und Eva, wann die waren sündigen, dann waren gestorben. Und das passiert buchstäblich, wie eine geistliche Trennung unter ihnen passiert. Die Sinn bittet den Mensch Zufriedenheit an, aber das ist nicht so, dass wenn ich den Sinn einmal getan habe, dass nu sind zufrieden. Dann war ich bis mehr und mehr Interessen. Also das ist so, wenn ich einmal ein Ding getan habe, was ich nicht haben sollte, dann sind noch nicht schier, das andere Ding auch zu tun. Und so führt das von Staub zu Staub, von der kleinen und nicht größeren, noch nicht größeren Sinnen, was den Menschen schließlich antwortet mit einmal, check mal, ich bin ganz unsicher. Ich bin ganz unsicher. So, das ist keine Zufriedenheit. Das andere, der Sinn bittet die Friede an, der bringt keine Friede in dein Leben. Der Mensch ist sehr unruhig. Wenn du mit einmal ein Mensch sitzt, der voller Sünde ist, der hat keinen Frieden in sich. Das sei ja sehr unruhig. Besonders unruhig wird er, wenn er denkt an Sterben oder wenn er irgendwo geistliche Menschen vor sich hat, wo er am vielleicht ein anderes, besseres Vorbild sein und so weiter, dann fängt er sehr an unruhig zu werden.
Der Sinn bietet den Mensch Frieden an, aber er bringt keine Frieden, sondern er bringt Traurigkeit und Grämen. Dort sagt in Sprüche Kapitel 14, Vers 34, Gerechtigkeit erhöht in Volk, aber die Sünde ist das Verderben der Völker. Also das ist dort Verdorben von den Völkern. Der Sinn bietet Klugheit an. Habe ich mal gelesen, wenn der Satan Eva beiden diese Summel singen, dann sagt Eva, wenn du wirst von der Frucht eten, dann wirst du klug sein. So ist Gott. So guck mal, so unschmieren der Satan den Mensch. Er bietet Klugheit an, aber in Wirklichkeit sind wir zu Narren geworden. Weißt ihr, dass wir so, er sagt, wenn die wollen von der Frucht eten, dann wollen die auch so sein als Gott. So dann würden sie viel, viel mehr sein, viel mehr weiten, als was sie nie wissen. Und weißt ihr, als sie ich gesündigt haben, weißt ihr, was der Satan ihnen dann weiß? Ihre Schande. Ich meine, dort, nicht stellt ihn mal fair. Er sagt, die wollen das alle kriegen, und dann leiten sie sich bereden, und dann weiß er ihre Schande. Na, du sagen sie mir einmal, sie werden ohne Kleider. Die Sünde bietet den Mensch Reichtum an. Und ich wundere von der und da, wo fährt ein Mensch, vielleicht will irgendwo nicht ganz die Wahrheit geredet haben, um ein bisschen mehr Geld zu kriegen, um ein bisschen mehr zu verdienen. Oder vielleicht irgendwo anders sein, als was es ist. Nicht die volle Wahrheit. Weil wenn ich die volle Wahrheit sein, dann wollen die mein Pickup, dann wollen die mein Traktor, dann wollen die mein Haus, dann wollen die, was immer ich kaufen will, das wollen die dann vielleicht gleich will. Dann muss ein Mensch irgendwie im Bett liegen, und dann glaubt man irgendwie mit einer Lehre ist, wo ich ein bisschen mehr Geld kriege. Und ich glaube, dass kein Teil von dort passiert. Wenn ein Mensch gesündigt hat, der hat danach kein nicht sein Gericht. Sondern er fühlt sich sehr arm. Und wer ist armer als so einer, was das nicht aus Sünden in sein Leben hat? Weil ihr die Bitt Reichtum an, aber sie jeft uns Armut. Die Sünde, die sagt einmal zu den Menschen, guck mal, das kostet morgen da. Von der hat noch Zeit, das kostet morgen da. Viele, sehr viele Menschen wollen sich wirklich ab den Morgen berufen, die haben keinmal den Morgen belebt. So, der Sinn, der immer bis wiederschieden, dort kostet Luther. Und ich glaube, Ferien ist es so, wir haben in unserem Leben vielleicht auch angesehen, dass ich verloren bin, ich brauche eine Erlösung, ich brauche Jesus. Und ich soll das tun, aber ich komme nicht hin das tun. Ich will auf eine bessere Gelegenheit sehen. Viele Menschen, die haben dort abgeschoben bei morgen, die sind morgen auch nicht mehr rum. Die Sünde sagt zu den Menschen, du bloß noch das mal, und zu derselben Zeit bringt dort den Mensch, dass er das immer wahrer macht. Und ich glaube, von der viele Menschen wohnen, von der vielleicht in ihren älteren Jahren und verschiedene Süchte gebunden sind, wohnen sie sich vielleicht mal in ihren jungen Jahren, vielleicht in ihren Jugendjahren ungewandt haben. Die würden dort niemals geglaubt haben, wenn einer ihnen dann wird gesagt, dann check mal, wenn du nie was glücklich sein, tut es Sinn. Du wirst 60 und 70 Jahre alt sein, du wirst immer und immer noch gebunden sein, gefesselt sein und dort denk, wo du dann mal anfängst, vielleicht werden sie wohl gerade jung sein oder will sie auch wohl irgendwas wissen. Weil im Fernsehen ist es so, die Sünde, die sagt, ich sie so seid. Und dort fängt wir, wenn wir in Sprüche Kapitel 5 lesen, du kriegst die Gedanken von seid der Rede. In Sprüche Kapitel 4, Vers 3 in Feuer, du sagst, denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl, aber danach bitter wie Wermut und scharf
wie ein zweischneidiges Schwert. Himmel, der kommt so seit, kommt der an mit seiner Glote wir, aber wenn man die ich gedun hat, dann ist der sehr besser. Die Sinn, die sagte die, gib mir bloß den kleinen Finger, meist Fuß, dann haft er die ganze Hand zu holen und noch mehr als dort, dann nimmt er den Mensch mit einer Gewalt mit. Die Sinn, die will bloß einmal kommen. Es ist ein Besuch. Er will bloß einmal kommen, besegnen, mit sein, was steht. Und dann, wenn man der aufmerken hat, dann wirst du nicht mehr los. Bald wohnt er durch. Anfänglich ist er zufrieden mit einer kleinen Aktie in der hintersten Stufe. Du eine kleine Aktie. Du, mir sagt Gott, wenn du leben kannst. Dann fängt er an, überdeelt zu kommen. Schließlich, die kriegt das ganze Haus an, den ganzen Mensch unter seine Kontrolle. Dann ist der Mensch gebunden, gefesselt für die Absichten vom Widersacher. Also, er muss dort tun, was der Widersacher will. Vierten sagen Menschen sogar, die Sünde ist gesund. Aber ich kann hier sagen, besonders in dieser Covid-Zeit, du meinst Menschen in Trinkerei gefallen. Das sind dort großartig euch. Weil dort ist so, sie sehen dort Alkohol, dort irgendwie den Virus aufholt. Dann haben Menschen angefangen, wegen den Covid Alkohol zu trinken. Und ich habe Geschichten und ewige Geschichten gehört, wo Menschen nur dem und Trinkerei gefesselt sind. Aber die Sünde, die kam an, es kommt, ja, das musst du haben. Der andere sagt sogar, Rekern ist fein. Weil so ein Mensch, der schmecken der hat so eine Rückgelung von Bern, dass der Virus du nicht mehr Bern überleben kann. Oh, dann fangen die an zu schmecken. Und dort ist Wahrheit. So, die kommt an, ja, das musst du haben. Weißt du, was sind Menschen haben sowieso, was sind aber ohne Jesus leben, die haben so schreckliche Angst für den ihren Tod, nicht so sterben, weil die das sowieso kein Mal. Und dann machen die alles tun, was immer die Menschen verruht geben, und dort ich den Virus kann aufhalten. Also, die sagen, das ist gesund. Und das ist nicht, weißt du, so kommt der Satan an und betrügt den Mensch, der den Mensch anschmiert. In Ferien ist es so, die Sünde, wenn der ankommt und sagt, no, das muss ein kleines Bäschen. Das muss ein kleines. Oh, das tun die alle Menschen. Oh, aber ich kann ja Gottes tun dort. Aber ich kann die Christen, die tun das auch. Dann tät man dort. Und weißt du was, dann, so wenn der Satan, der Mensch dann die Dach von den Uhren vertagt, und dann wisst er wer er wirklich ist. Kriegt das, ich soll sehen. Zu Adam und Eva. Ich sage, Dauter plus. Wann sie das getan haben, dann tagt er in die Dach von den Uhren, und sagen sie, alles, was zu sein ist, bis noch beschrecklich sei, so sich versündigt haben. Und wenn in Vierten passiert dort ein Mensch, erst kam dem der Sinn so klein vor, aber niemand einmal, nu läuft er das so groß mit mir, der wir nicht kon für je vor. Kriegst du zum Beispiel Judas. Ich meine, ich will nicht viel von dem sagen, aber was glaub je, als Judas gesündigt hat, wird die Vergebung für ihn nicht abgewaschen sein? Aber am kommt der Sinn mit ihm so gerührt, wenn er sagt, ich habe gesündigt, sagt er, dass ich anschuldiges Blut verruht habe. Und dann ging er bloß, er kam sich so sündlich fern und sagte, nu ist kein anderer Rut, niemand mir einen Strang Holz und hängt mich ab. Und das wird er tun. Und das wird viele Menschen tun. Und du bringst Satan den Mensch an. Wenn der Mensch sich von seinen Absichten gefangen hat, dann bringt er den immer wieder. Und dort ist der Schluss. Er will haben, der Mensch soll im Verdorvenen. Er hat keine Chance, gerade zu sein. Und du wenigstens möchte nicht, dass irgendein Mensch gerade werden kann. So, er will den Menschen verdorven. Und der andere, was ich sagen darf von dieser ersten Bruder Kain. Zum Beispiel, als Kain sein Bruder Abel dort geschlagen hat. Erst dann haben sie besangt. Dann dachte er gleich an, wie schlimm das wird. Aber als er den Stott geschlagen hat und Gott mit am Reden kam, dann sagt er, meine Sinn ist gerade, als das mir die konfiguriert worden. Und was wir bloß noch lesen in den Kapitel 4, das sagt bloß, und
kein ging von dem Angesicht des Herrn. Das meint, er ging bis einfach von Gott weg. Mit der Überzeugung, dass die Sünde ist so groß, dass wir die nicht können vergeben. Weißt du, dann ist es so, die Sünde sagt immer, wenn die es getan haben, dass immer der andere Menschen ihre Schuld nicht so. Oh, wenn es wird ich gesündigt, ist immer, dass wegen Jana die Schuld ist. Aber Gott wird mich verantwortlich machen für das, was ich auch getan habe. Der Teufel, der verspricht viel, aber hält wenig und eng fordert er alles. Behält ihn das, wenn ihr das kennt. Der Teufel verspricht viel, er hält wenig und eng fordert er alles. Das ist mit den Menschen da. In dem Wort er scheinbar zu euch, wo er einen Mensch quälen kann. Also die Sünde, wenn die getan ist worden, das ist das andere, was ein Mensch vielmal tut. Ich sehe das am Anfang die Sünde viel deeper aus, was einer will. Wir haben im Alten Testament ein Bild von David, als er gesündigt hat, dann muss er wahrer sündigen, diese Sünde tot zu sein. Dann muss man wahrer sündigen, das tot zu sein. Dann muss man nochmal sündigen, ist es dort erst der Fall reingestellt. So hat der Satan dort abgestellt. Ihr steht man eine Sünde, und dann, okay, das soll aber nicht offenbar werden, und dann muss ich diese Sünde tot zu sein, und muss ich noch eine tun. Ich will dir mal eine Geschichte vertellen, wo sich etliche Jahre aufspielt. Du wirst ein junger Mädchen, sie leben in ein amoralisches Leben. Das soll dir keiner weiten. Das wisst doch keiner. Aber mit einmal dann passiert, dass der Mädchen durch das schwanger wird. Durch das amoralische Leben. Was dann nu? Was ist nu zu tun? Nu wird unser Sinn offenbar worden. Weet je wat van een Schluss der junge Mädchen dann treffen? Weil ich weiß nicht aus dem Mädchen, aber der Junge traf dem Entschluss, ich war nur der Pharmazie fahren. Dann war ich fragen, was das für Perlen braucht, das junge Wesen das Leben zu nehmen. Dann deut er dort. Dann ging ich muss es nicht schaffen dort. Man hat einen Sinn, aber nur diesen Sinn tot da, muss ich noch eine tun. Und dann diesen ganzen Ausklampen, Unjerte da, macht man bis immer mehr tun und immer mehr tun. Schließlich, das ganze Wesen, das ist bis ein Drag. Und dann geht das Junge, die Mädchen, die Perl an, und die Mädchen, die kommen meist krieg Leben. Dann wird das ganze offenbar. Ich finde das ein Bild, David hat dasselbe. Er hat Hurerie getrieben, aber am der Tote da, dann muss er ein Mann ist mal bereden, hey, besübt die ist mal ganz. Besübt die mal. Er wird vielleicht ein Gewissen gehabt und gehen Alkohol trinken. Aber nu met einmal am de zin tote da, en nu bereden ein junger Mann, hey, dat moet je schat süchtig geben. Dat ganz dünn wird. No, und dat gelingt am nicht. Er könnte das irgendwie nicht tun. Okay, dann der nächste Schritt wird, okay, da muss ich ihm das anbringen. Dann schickt er den Nachrichten, der ihm Brief, dort diesen, du Handstellen, wo die kriegst, so hart, der soll von der Welt. Am de zin tote da. Ich wundere manchmal, wo viele Menschen von dir eine feine, vielleicht sollte es so sein, eine feine grüne Tag, oder ein feines grünes Gras, über ihren Klampen von Sinn haben gedacht. Wenn ich denke wieder an, einzelnen Tag wird das sowieso doch alle offenbar. Für Gott ist alles offenbar. Wir können uns nicht verstehen. Wir müssen für Gott kommen, Gott wird uns vergerecht tragen, für alles. Ich will Mut merken, wenn ihr die Sünde verfehlt, die fängt immer an, wie ein Bisschen. Dann war er wie ein Bisschen. Zum Beispiel, wenn ich mir einmal hastig die Bibel lesen, nicht mehr sie ernst nehmen, oder vielleicht das Gebetsleben nicht mehr sie ernst nehmen, wo ist die Grenze, nicht? Wer kann nur die Grenze kriegen? Wo ist nur die Grenze, wo das ewig geht?
Weet je, en ik zei immer, de zin komt den Menschen door im Leben, weil den Menschen door im Leben dann kommen, wo der nicht zu bemerken ist. Ich will hier noch zum Schluss unbedingt einige Dinge erklären, wo man von der Sünde erlöst kann werden. Die Sünde, das ist eine gute Nachricht. Wir würden uns erkennen, viel mehr vertellen von was die Sünde ist, wo die Hand führt, was die Verfallen bringt, wo viele unschuldige Menschen durch ihr Leben tun und so weiter. Wo würden wir lange von reden. Aber ich hätte mal der Hauptpflicht nicht, wenn wir noch mehr davon reden. Ich will Ihnen sagen, die Sünde ist nicht mehr das Problem. Das ist eine sehr gute Nachricht. Freund, wer immer du bist, ich kann dir nicht. Ich weiß nicht, wo dein Leben aussieht. Aber du selbst weißt und Gott weiß auch, wo die sieht. Aber guck mal, für deine Sündkraft ist der Herr Jesus gestorben. Wenn das für jeder Sinn eine Lösung gibt, ist die Sinn dann immer noch ein Problem? Ich bin mir davon überzeugt, dass wir in der Sünde, wird kein Mensch sterben, verloren gehen. Weil für die Sünde hat der Herr ein Weg, ein Mittel, so ist die Covid. Wenn du mit einmal die Welt kämpft und sagst, weißt du, Covid ist kein Problem mehr. Das ist vielleicht sowieso nicht mehr. Aber wir haben nun eine Spritze. Wer immer Covid hat, oder wer immer du willst, der kann bloß diese eine Spritze nehmen und dann ist er davon gesaved. So hat Jesus Christus am Kreuz für die und für mich stellvertretend gelitten. Er hat sein Blut vergoten, damit der Sinn kann vergift werden. Unblutvergeben, sagt dort im Alten Testament, und das wird auch im Hebräerbrief betont, gibt es keine Sündenvergebung. Und das Blut ist vergoten worden. Christus wird so gut zu dir und zu mir, dass er sich verdiene in meine Sinn, Leute, Kreuz nehmen. Wir wissen nicht, was das ist. Wir haben das gehört, belebt haben wir das zweimal, vielleicht haben wir das noch zweimal nicht mal gesehen, wo ein Mensch leiden wird, wenn er da hängt. Aber das tut er. Und das tut er, du wen, weil er läuft dir. Er will nicht haben, dass du und ich sollen verloren gehen. So, wenn du wärst, von der als Gnade, die Schrift sagt im Römer Kapitel 5, wo der Sinn mächtig geworden ist, durch die Gnade, immer noch mächtiger. Also Christus, Jesus, sein Blut, deckt die ganze Sündenschuld. Wenn wir lesen dann im in Jesaja, ich sollte glaube ich ein Vers lesen, wenn ihr denkt an unsere Sündenschuld. In Jesaja Kapitel 1,18, du sagst, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten. Im Plattdeutschen sagt es ungefähr so, kommt, wer wird die Sache bereden? Wer wird die Sache mal durchreden? Und wisst ihr, wenn Gott hat ein Weg abgemerkt, in der Jed über Golgatha, um alle Menschen zu vergeben, dann raubt er die Menschen von der Ort und sagt, woran will je sterben? Woran will je verloren gehen? Wenn die alle die Möglichkeit haben zu kommen, und ich will ihnen vergeben, ich will ihnen nicht Leben geben. So Gott raubt ihr, kommt, wenn wir mal untereinander bereden, sagt der Herr. Dann sagt er hier, wenn jene sind auch blut-rot ist, dann soll sie doch schneewit werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch weiß wie Wolle werden. Wenn dort möchte ich, dass dort in dein Leben passiert. Und vielleicht sagst du, ich bin gefesselt, ich kann gleich los. Und wenn ein gottloser Mensch, wenn er Christus Jesus nicht aus seinen Herren und Heiland abgenommen hat, wenn der sagt, ich kann nicht anders als ein Muttsündigen, dem kann ich das verstehen. Weil Paulus sagt, in unserem Fleisch, du lebst nicht, du wohnst nicht Gutes. Wir haben zwar in Wellen Gutes zu tun, aber wir vollbringen das nicht. Du kannst die dort vernehmen, so sehr als du wärst, dort nicht mehr zu tun.
Aber wenn wir nicht wollen einen anderen Weg einschlagen, wir wollen nicht Jesus annehmen in unserem Leben, dann wollen wir nicht frei werden. In Römer 8, Vers 2, du sagst, das sei ja klar, denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, das sagt, hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Kijk mal, bij de nieuwe ware Geburt, dann kommt der Heilige Geist in unserem Leben. Und dann hat der Heilige Geist, der Geist hat in unserem Leben ein Gesetz. Dort ist nicht das Gesetz von der Sünde und des Todes. Die Sünde hat auch ein Gesetz. Und wisst ihr, was für ein Gesetz das ist? Du machst, aus die Wasser nicht, du machst. So, und nu braucht wir das nie gesagt, das Gesetz des Geistes. Und das kriegen wir durch die wahre Geburt. Und wenn dort in unserem Leben dann kommt, dann sagt das hier, dann wird das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat mich frei gemacht. Also dort merkt frei. Damals einmal dann kann ein Mensch sein, nu sehe ich frei von meiner Schuld. Einmal, ich bin frei von meiner Schuld. Ich bin frei von der Gebungenheit. Ich mag nicht mehr sündigen. Der Herr hat mir auf einen sicheren Grund gestellt. Ich durfte Sinn nicht mehr herangehen. Dort meint nicht, dass wir nicht einmal wollen vollkommen sein und einmal 100% so leben, als der Herr das will. Aber ich wollte Sinn nicht mehr heran. Ich ran weg von der Sinn, und es steht, dass ich den Sinn heran. Und dort ist der Unterschied. Und ich spreche die Mutter, wer immer du bist, zu dieser Entscheidung. Lud die nicht von der Sinn mitreden. Lud die nicht gelassen. Auch wenn der Sinn die noch so schön ankommt, noch so viel Versprechungen hat, und noch so schmuck sind, die Blumen noch so schmuck luten. Aber ich will dir sagen, wenn du weißt, wo du noch alle kommen wirst, hänge das, wo die Postre noch was sind. Oder die Resort, was sag ich da? Wenn man hier im Eten noch was herauskriegt. Wenn die wissen, wo besser dort wird sein, ich weiß dort von der viele Menschen, die würden sich da halten für diese Sünde. So ich merke einmal Mut, lud die erlösen, wenn du sagst, okay, ich sende Sinn heruntergegangen, ich habe Sinn gedacht, weil ich hatte dir gesagt, das gibt eine Erlösung. Aber du musst das annehmen, du musst kommen, du musst diesen entscheidenden Schritt machen, wenn du was erlöst wirst. Wenn du nicht diesen Schritt machen darfst, du kannst dir das von dir vielleicht vernehmen, okay, ich kann nur an dir sagen, das erreichen, das erreichen, das erreichen, das will ich nicht mehr. Aber wenn dort alles ist, was du dir vernehmen darfst, du wirst ein paar Werk wieder, vielleicht ein paar Jahre wieder, wirst du dasselbe in einen selben Dreck wieder beim Leben. Der Herr muss ihm diese Kraft geben, zum Loskommen, zum frei werden, zum eine Vergebung kriegen für diese Sünde. Wir wollen uns hoffen, ich will noch beten. Herr Jesus, wir danken dir für die große Erlösung, die du vollbracht hast, am Kreuz, wo du ähnlich mit der Sünde aufgebrochen hast, wo du die Sünde der Macht weggenommen hast. Dort keine Sünde, die Sünde nicht mehr darf, die nicht Kinder so bodern. Herr, ich danke dir dafür, wenn wir in die leben, wenn wir in die bleiben, dort wir können frei sein, dort wir Sieg haben in die, je in der Sünde. Und Herr, es tut aber so leid, dass so viele Menschen die Sünde herangehen und vielleicht all in den Dreck von der Sünde versklavt sind und einfach über dem Entschluss gekommen sind, sie kennen du euch mehr frei von, sie machen bloß einfach durch diesem Leben mit all diesen Gebungenheiten. Herr, schenk nur, dass von der Wort diesen Entschluss getroffen worden, frei zu werden. Und wir wissen dort, die Freiheit, die haben wir allein in die. Wenn wir nur die kommen, dann wirst du uns frei machen. Herr, schenk dir deine Gnade. Amen.